Können wir nicht mit euch in die Oper? Ich bin nicht so gerne ohne dich und die Mami, wenn es draussen schon dunkel ist. Glaub mir, das ist langweilig für mich. Für euch. Mit der Rosi haben das viel lustiger. Vielleicht schauen wir Fernsehen. Fernsehen schauen am Abend kommt gar nicht in Frage. Und ich hoffe, dass ihr auch macht, was Rosi euch sagt. Sonst will sie nämlich nie mehr Babysitten kommen. Macht nichts, dann passe ich halt auf uns. Ich bin wirklich schon gross genug. Wir brauchen keinen Babysitter. Nein, sicher nicht für dich. Aber für mich vielleicht am Abend noch ein bisschen. Oh, Steinmann? Ja? Was? Oh nein, das tut mir aber leid für uns. Ich meine für Sie. Es ist Rosi. Sie hat sich den Fuß verstaucht und kann nicht kommen. Oh nein. Ich habe doch gesagt, ich kann auf uns aufpassen. Ja, vielleicht, wenn das Haus die sind. Wir können ja auch das Handy mitnehmen. Und Laura ist ja wirklich schon gross genug, um die Verantwortung zu übernehmen. Was meinst du, Tommy? Geht das? ich glaube schon. Mein Beschützmihund ist ja auch noch da. Seht ihr? Alles Paletti, wie der Herr Hauser immer sagt. Ja, dann, ich sag's Hauses Bescheid. Also, jetzt ist es 7 Uhr. Spätestens um 7:30 bist du abgezogen und um 8 Uhr im Bett. Muss ich gar nicht. Du bist nicht meine Erzieherin. Heute aber schon. Die Mami hat gesagt, ich sei gross genug, um die Verantwortung zu übernehmen. Was ist denn eine Verantwortung? Also, Verantwortung, das ist, wenn man... Das erkläre ich dir ein anderes Mal. Aber ich lese dir auch etwas vor. Okay. Und ich nehme heute die Verantwortung für dich. Viel Spaß in der Oper, Herr Steinmann. Wir schauen doch gern für eure Kinder. Alles Paletti. Laura, wenn es ein Problem gibt, ruft uns an. Oder ihr geht aus Hauses über. Und vergesst nicht, vor dem ins Bett zu gehen. Zähne putzen ist klar. Tschüss! Viel Vergnügen in der Oper! Sali Stern, stell dir vor, ich bin heute unser Babysitter. Ich passe auf den Tommy und mich auf. Ganz allein. Ist das nicht toll? Jetzt muss ich aber dem Tommy beim Abziehen helfen. Und dann muss er gerade ins Bett. Er ist ja noch ziemlich klein, der Tommy. Bin ich nicht. Ich bin schon ganz fest gewachsen. Und ein Zahn wackelt auch schon. Quatsch! Wackelige Zähne kommst du erst über, wenn du in die Schule gehst. Aber er wackelt schon klein. Schau, kann ich ein Glas haben? Nein, das ist gar nicht gesund, vor dem ins Bett gehen. Gar nicht wahr. Die Klasse ist wirklich gesund. Ich bin der Babysitter und du musst machen, was ich sage. Muss ich nicht. Und ich rufe Mami an. Wir rufen doch nur an, wenn wir Probleme haben. Aber das ist das Problem. Meinetwegen. Ein bisschen die Klasse wird einmal nicht schaden, wenn du besser schlafst. Das Handy ist in meiner Handtasche. Oh, gut. Hast schon gemeint, ich hätte es vergessen. Noch nicht ausspülen, erst wenn die Sanduhr abgelaufen ist. Du bist am Anfang genauso streng wie die Rosi. Ich lese dir dann etwas vor, aber nicht beschissen. Nein, mach ich nicht. Los, bell's ja! Gut gemacht, beschütz mich Hund. Laura, wo ist eigentlich mein Buch vom Herrn Wu und Pinguin? Dann lüt die Mami mal schnell an und fragt sie. Hallo, Tommy? Was? Vielleicht ist das Buch unter deinem Bett. Dort habe ich schon nachgeschaut, dort ist es nicht. In unserem Schlafzimmer? Auch nicht. Der Küche? Auch nicht. Ich weiss auch nicht wo. Tommy, könntest du bitte nur anrufen, wenn es wirklich wichtig ist? Aber das Buch vom Herrn Wu ist wichtig, sonst kann ich nicht einschlafen. Ja, aber vielleicht geht es heute ausnahmsweise mal ohne den Herr Wu. Geht's so? Gute Nacht, Häsli. Schlaf gut. Und gib der Laura einen Kuss von mir. Tja, wenn das nur gut geht. Sali Stern, bist es du? Ich wollte dir zeigen, wie gut ich im Babysitten bin. Ah, wie schade. Nur ein altes Flugzeug. Kommst du später noch mal schauen? Hä? Versprochen? Tommy, es ist Zeit für ins Bett. Du musst genau nachschauen, beschütz meinen Hund. Was machst denn du da? Ah, da ist sie
Katja, schau mal, Laura, der Beschützmihund hat das Buch vom Herrn Wu gefunden. Prima, dann ist ja endlich alles da, was brauchst du, um ins Bett gehen. Und ich lüte schnell dem Papi an, dass das Buch wieder da ist. Das wird ihn freuen. Tommy, was ist denn jetzt wieder los? Papi, stell dir vor, der Beschützmihund hat das Buch vom Herrn Wu gefunden. Sehr gut, Tommy. Aber ich möchte, dass er jetzt ins Bett geht. Wir kommen ja bald wieder heim. Da innen hätte das Handy wirklich ausschalten können. Eines Tages ist der Herr Wu, der älteste der Pinguinen am Südpol, mit seinen 17 Enkelkindern zu der grossen Eisschollen übergebracht. Mir ist ganz unheimlich. Schau mal die Wolkenmonster an. Komm, rig ab. Dann schlafst du vielleicht schon ein, wenn ich dir vorlese. Dann tut es die ganze allein gruseln. Nein, ich habe ja meinen Stern. Was ist das? Das hat so getönt wie ein Ungeheuer. Meinst du, es ist noch da? Es gibt keine Ungeheuer, Tommy. Die sind alle ausgestorben. Bist du sicher? Vielleicht ist ja jetzt das einziges nicht gestorben. Ganz sicher. Aber Einbrecher gibt's doch. Oder? Kannst du mal draussen anschauen? Nein, du musst keine Angst haben. Ich bin ja bei dir. Bitte schau nach. Kannst ja den Beschützmihund mitnehmen. Der hat gar keine Angst. Ich habe auch keine Angst. Die Kinder sind garantiert noch wach. Ich probiere es bis Hausers. Besetzt. So besonders finde ich die Oper eigentlich nicht. Ich auch nicht. Die Sänger finde ich auch nicht besonders. Ja, dann gehen wir doch gescheiter heim. Ganz ruhig, Beschützmihund. Hey, Tommy, komm führen. Schau mal, wer da ist. Sally Stern, willst du mir beim Babysitten helfen? Es läuft alles wie am Schnürli. Nur der Tommy hat ein bisschen Schiss. Und ich, ehrlich gesagt, auch. Tommy, das ist sicher kein Ungeheuer. Gute Nacht, Stern. Ich glaube, ich kann jetzt wieder alleine einschlafen. Danke vielmals. Siehst du jetzt, alles in Ordnung. Wir können wirklich stolz sein auf die Laura. So ganz allein auf den Tommy aufpassen. Die Laura ist wirklich mutig. Ganz im Gegensatz zu ihrem Vater.